Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Es ist unser Gebet als Kirche, dass du Gott durch diese Message besser kennenlernst und in deinem Glauben wachsen kannst. Das Thema heute ist Jesus, dein Leben. Jesus, dein Leben. Da ist mir sofort eine Bibelstelle in den Sinn gekommen. Und das sagt Jesus, aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das steht im Johannes 10,10. Wer möchte das Leben in ganzer Fülle haben? Ihr dürft auch zu Hause eure Hand heben, wenn du das bist. Ja, Jesus, unser Leben. Jesus, der Leben in der Fülle gibt. Wir haben ja alle irgendwie ein Verlangen danach. Aber was ist das überhaupt für ein Leben? Wovon spricht hier Jesus, wenn er von einem Leben in der Fülle redet? Und die Frage ist, was stellst du dir unter diesem Leben in der Fülle vor? Ich bin mir sicher, wir stellen uns irgendwie das Leben nicht so vor, dass wir gerade so durchkommen oder irgendwie das Leben überleben. Es muss irgendwie mehr sein als das. Es ist vielleicht der Drang in Freiheit, Unabhängigkeit oder auch in Wohlstand leben zu können. Was das Leben in Fülle bedeutet, kann sich natürlich auch je nach Alter etwas verändern. In den jungen Jahren ist es vielleicht, den Traumpartner zu finden. Wenn man älter wird, merkt man, eine intakte Familie zu haben, die Kinder noch zu sehen, die Enkelkinder genießen zu können. Das ist Leben in der Fülle. Oder einfach auch gute Freunde zu haben, mit denen man wirklich durchs Leben gehen kann. Vielleicht auch Schönheit, gut auszusehen, kann etwas von dieser Lebensfülle für einige bedeuten. Mit dem Alter nimmt das vielleicht etwas ab. Auch die Stärke ist vielleicht in den jungen Jahren etwas wichtiger. Dafür wird so Vitalität, Gesundheit, das schätzt man im Alter viel mehr und schätzt man auch als ein Gefühl der Lebensfülle, wenn man einfach noch alles machen kann, was man gerne möchte. Das Leben in der Fülle, ja, es ist etwas mit Glück, Zufriedenheit, vielleicht auch Dankbarkeit zu tun. Diese Dinge können aber nicht alleine nur von Äußerem abhängen. Weil wenn Jesus sagt, er ist gekommen, um uns das Leben in der Fülle zu bringen, dann kann es nicht etwas sein, das nur von äußeren, perfekten Umständen abhängt, weil dann wäre es etwas sehr Zerbrechliches, dieses Leben in der Fülle. Und wenn Jesus etwas schenkt, dann hat das Substanz, dann wankt das nicht, dann ist das nicht zerbrechlich. Ja, wir sind in der Serie über den Kolosserbrief und wir schauen heute ins Kapitel 2 und wir starten gleich mit den Versen 6 und 7. Wie ihr nun Christus, Jesus, als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du Jesus zum ersten Mal in dein Leben eingeladen hast? Hast du da nicht irgendetwas von diesem Leben gespürt, das von Jesus ausgeht? Es gibt unterschiedlichste Motive, weshalb Menschen zu Jesus kommen. Aber irgendwie spüren wir, da ist etwas, das möchte ich haben. Da ist Leben. Aber wie wir gerade gelesen haben, man kann sich offensichtlich auch davon entfernen, dass man nicht mehr da bleibt, weshalb man Jesus mal an erster Stelle angenommen hat. Echte Lebensqualität finden wir in einer immer tiefer werdenden Beziehung zu Jesus.
Echte Lebensqualität finden wir in einer immer tiefer werdenden Beziehung zu Jesus. Willst du eine solche Beziehung haben? Lass uns anschauen, wie wir diese Lebensqualität finden können. Ja, erstens, Jesus, er ist das Leben. Gottes Hauptanliegen für uns ist, dass wir Christus kennen. Denn in ihm finden wir das Leben. Und Paulus, er hat sich dieses Hauptanliegen von Gott zu seinem Hauptanliegen gemacht. Er hat darum gekämpft. Und lasst uns noch die Verse zu Beginn vom 2. Kapitel im Kolosser anschauen. Ihr sollt wissen, das sagt eben Paulus, wie sehr ich um euch und um die Gemeinde in Laodicea sowie um viele andere Freunde, die mich nie persönlich kennengelernt haben, gekämpft habe. Ist das nicht eine Ermutigung? Vielleicht kennen wir uns noch nicht persönlich und du bist über den Livestream mit uns verbunden. Aber wir können die gute Botschaft weitergeben. Wir können sogar auch für deinen Glauben kämpfen, wie das Paulus gemacht hat. Denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Denn obwohl ich fern bin, bin ich in Gedanken oder im Geist doch bei euch. Und ich freue mich, weil ihr so ordentlich lebt und weil ihr so fest an Christus glaubt. Also es geht nicht darum, dass wir Fakten über Jesus sammeln oder dass wir ihn irgendwie vom Hören sagen kennen. Nein, es geht darum, das bringt Paulus hier sehr gut auf den Punkt, dass wir absolutes Vertrauen haben dürfen in Jesus. Oder, wie es hier auch heißt, absolutes Vertrauen in das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes ist Christus. Oder noch genauer, es ist Christus in uns. Kolosser 1,27, die im Saal dürfen gerne auch da an der Wand mitlesen. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wow, das Geheimnis Gottes, es wurde offenbart. Gott ist schlussendlich für uns nicht völlig fassbar. Er bleibt ein Stück weit unfassbar. Aber er hat sein Geheimnis, soweit das geht, gelüftet, indem er Jesus auf diese Welt gesandt hat, indem Jesus Mensch wurde. Das hat das Geheimnis Gottes für uns fassbar gemacht. Und nicht genug. Dieses Geheimnis Gottes wurde nicht nur der Welt offenbart, nein, Jesus, er lebt in uns. Begeistert dich das? Sag's doch einmal etwas lauter. Ja, hey, mich begeistert das auch. Das Geheimnis Gottes war irgendwie unfassbar und er hat sich fassbar gemacht in Jesus und jetzt lebt Jesus auch noch in uns. Was für ein Privileg. Und dann heißt es noch weiter, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Jesus zu finden. Ja, es gibt sehr viele gescheite Leute auf dieser Welt. Es wurden auch schon ganz viele hilfreiche und guten Bücher geschrieben. Aber lasst uns nie vergessen, die Quelle aller wahren, aller göttlichen Weisheit und Erkenntnis ruht einzig in Jesus. Jesus als Person ist die offenbarte Weisheit Gottes. Und Gott, der Schöpfer, der ja alles Leben geschaffen hat, er macht in Jesus schlussendlich das Leben sichtbar, wie er es für uns gedacht hat. Und weshalb sollten wir also sonst irgendwo das Leben suchen als bei Jesus? Ich habe mir diesen Vers, dass die
Weisheit und Erkenntnis in Jesus verborgen ist, habe ich mir mal aufs iPad hinten drauf gravieren lassen. Einfach so als Reminder bei aller Weisheit, die ich über das iPad mir auch reinziehen kann. Hey, es ist alles menschliche Weisheit und ich möchte wirklich, dass Gottes Weisheit mein Fundament ist. Dass ich darin mich verankere, dass ich darin den Schlüssel zum Leben suche. Und wenn wir so in Jesus verankert sind, dann werden uns auch die falschen Argumente, vor denen uns da der Apostel warnt, die werden uns nicht gleich aus der Bahn werfen können. Weil vor diesen werden wir gewarnt. Und wortwörtlich heißt es eigentlich nicht unbedingt falsche Argumente, sondern auch eine überzeugende Rede. Und das Problem ist ja, die falschen Argumente, die kommen nicht als solche deklariert. Achtung, jetzt kommt ein falsches Argument. Das mag sehr überzeugend klingen und kann uns vielleicht innerlich irgendwo auch ansprechen, uns herausfordern, dass wir irgendwo da unser Leben vielleicht auch daran ausrichten wollen oder uns das zu Herzen nehmen möchten. Was können solche Argumente sein? Etwas, was man immer wieder hört, hey, du lebst nur einmal. Ja, das stimmt ja sogar, wir leben nur einmal. Aber so als Lebensmotto geht es ja darum, hey, du musst alle Erlebnisse machen, die man irgendwie kann, sonst hast du irgendwie das Leben verpasst. Oder du bist selbst für dein Glück verantwortlich. Ja, auch das ist nicht komplett falsch, aber es ist auch nicht komplett richtig. Oder, hey, niemand schaut zu dir, du musst schon selbst zu dir schauen. Auch das, wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben. Aber wenn wir in die Bibel schauen, es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Die Juden damals versuchten auch, die Gemeinde zu verunsichern, indem dass sie noch andere Lehren verbreiteten, als dass nur Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und auch in unserem Leben können noch andere Lehren hineinkommen und uns von der einzigen Wahrheit irgendwo täuschen oder uns entfernen. Können sehr gute Sachen sein. Zum Beispiel, hey, Hauptsache Erweckung. Hauptsache Gott tut Wunder. Ja, wir sollen uns danach ausstrecken, dass Gott noch viele Menschen retten möchte. Ja, wir sollen uns freuen und Gott bitten, dass er viele Wunder tut. Aber das ist nicht alles. Oder es gibt Menschen, für die ist einfach Worship alles. Worship only. Hauptsache, wir können Gott Lieder singen, ihn anbeten, stundenlange in der Anbetung sein. Ja, das Wort, das ist nicht so wichtig. Vielleicht auch, wenn die Songs mal nicht so gut biblisch begründet sind. Ja, Hauptsache, es fühlt sich gut an. Ja, Worship ist wichtig, aber auch das ist nicht die ganze Wahrheit. Und auch gerade wenn es um Gnade in der Freiheit leben gibt, da gibt es schon auch Irrlehren, welche alles, was irgendwie nach Gesetz ausschaut oder sogar nach dem Alten Testament ausschaut, möchte man alles auf die Seite kippen und sagen, hey, einfach nur noch Gnade. Und ja, wir können die Gnade nicht überschätzen, aber es gibt auch immer noch das Gesetz. Also es gibt solche falschen Argumente, die sehr überzeugend daherkommen und wir können uns schützen, wenn wir unser Leben voll wirklich auf Jesus setzen, auf seine Weisheit und Erkenntnis. Ja, wie können wir sonst noch zu diesem absoluten Vertrauen in Jesus kommen, damit wir schlussendlich wirklich das Leben in der Fülle in ihm finden? Es ist wirklich das Leben durch Jesus oder anders formuliert, wie können wir immer mehr mit Christus, in Christus verwurzelt sein? Ich möchte uns heute 3 Schlüssel zeigen, wie wir das tun können, aus diesem Text heraus. Aber Achtung, diese Schlüssel, sie sind tendenziell gegen unsere menschliche Intuition. Das heißt, wenn wir das Leben suchen müssten, wir würden es nicht da suchen, wo Jesus es uns sagt. Es gibt auch sonst Dinge, die gegen unsere Intuition gehen.
Ich habe hier so Chilis mitgebracht. Im Moment gehst du jetzt ja nicht zum Asiaten essen, das ist etwas schwierig, aber vielleicht möchtest du mal zu Hause etwas ausprobieren. Du kochst etwas mit Chili, du nimmst den ersten Bissen und es haut dich um, es ist einfach viel zu scharf. Was ist deine intuitive Reaktion? Meine wäre Wasser trinken oder ein Bier. Jetzt bevor ihr Matthias in eine Mail schreibt, ist das alkoholfreies Bier. Oh, das Feuer muss gelöscht werden. Aber wir wissen, das hilft sehr wenig. Was helfen würde, wäre Milch zu trinken. Ich bin überhaupt kein Milchtrinker, also das wäre für mich alles andere als intuitiv, da jetzt die Lösung für mein Problem zu suchen. Aber man sagt, es hilft Milch oder irgendwie ein Joghurt. Und genauso sind schlussendlich auch diese Schlüssel. Es ist nicht das, was nach unserer menschlichen Weisheit, nach unserer menschlichen Intuition das Naheliegende ist. Aber es ist das, was uns zum Leben führt. Was aus dem Text klar hervorgeht, wir können dieses Leben nicht alleine finden. Christsein ist keine Einzeldisziplin. Lasst uns nochmals in den Kolosser 2,2 schauen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In Liebe verbunden sein ist dieser erste Schlüssel. Wenn wir hier in das Griechische hineinschauen, ist das eigentlich ein sehr starkes Wort, das da verwendet wird. Es heißt, zu einer Einheit zusammenbringen, ein unzertrennliches Miteinander. Das gleiche Wort Symbibazo kommt beispielsweise auch im Epheser 4,16 vor. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Der erste Teil hier, der ganze Leib wird zu einer Einheit. Es gibt Jesus und es gibt die Fülle des Lebens in Jesus nicht ohne seinen Leib, nicht ohne seine Gemeinde, nicht ohne unsere Geschwister. Ich meine, gegen Liebe hat ja in der Regel niemand etwas. Und dass man in Liebe auch irgendwie Lebensfülle finden könnte, das scheint uns ja noch intuitiv zu sein. Aber hier geht es darum, mit all unseren Geschwistern in dieser Liebe verbunden zu sein, auch vielleicht mit denen, wo die Sympathie jetzt nicht so da ist. Diejenigen, die einem vielleicht auf den Keks gehen, diejenigen, die man gerne im Lockdown sehen würde. Es ist nicht der intuitivste Ort und doch ist es genau da, wo wir das Leben finden, weil es Jesus uns sagt. Ich habe das selbst auch mal so eindrücklich in einer Kleingruppe erlebt, in der wir über viele Jahre auch zusammen waren. Es war eine Kleingruppe mit anderen Leitern der Royal Rangers. Wir haben auch viele Lager miteinander geleitet. Und da waren wirklich Leute in der Kleingruppe, die wären nie meine Freunde geworden, einfach so aus Sympathie. Aber wir haben wirklich das Leben miteinander geteilt und haben darin eine Liebe auch gefunden, die noch viel schöner ist, als wenn es einfach auf Sympathie beruht. Das ist eine Liebe, die nur Jesus geben kann. Ich denke auch daran, dass diese Liebe, diese Verbundenheit, sie bewahrt uns auch, dass wir nicht auf falsche Wege kommen, wie wir es gehört haben von den falschen Argumenten. Ich habe letzthin ein sehr spannendes, gutes, weltliches Buch über persönliche Finanzen gelesen. Und da hat es ganz viele gute Prinzipien drin, aber es ist schlussendlich nicht die Weisheit und Erkenntnis, die auf Jesus beruht. Man kann trotzdem viel lernen.
Aber ich habe gemerkt, es hat mir so gut getan, mit einem guten Freund aus der Gemeinde einfach mal darüber zu sprechen, dass auch meine Gedanken, die vielleicht da etwas oszillieren, die vielleicht sich nicht in diese Dinge, in die Richtungen bewegen, die sie sollten, um da wieder die gute Mitte zu finden. Es ist ein so guter Schutz, wenn wir wirklich in dieser Liebe verbunden sind. Und es scheint mir ein ganz wichtiges Anliegen zu sein, jetzt auch gerade für die kommenden Wochen. Der Flockdown kann kommen, der Lockdown kann kommen, aber lassen wir uns nicht in die Einsamkeit sperren. Wir können uns an alle Regeln halten und sollen wir auch, aber suchen wir weiter diese Verbindung. Weil wenn wir einsam sind, der Mensch ist zu vielen dummen Gedanken möglich und da kann unser Leben irgendwo komische Richtungen einnehmen. Und Jesus hat es hier schon gesagt, hey, wir brauchen diese Liebe. Wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, das nächste Semester kommt Anfangs März, suche dir eine Kleingruppe, auch wenn sie nur online sich trifft. Aber es wird dir helfen, durch diese Zeit auch gesund durchzukommen mit einem gestärkten Glauben. Ja, Gott möchte, dass wir Jesus so gut kennen, dass wir wirklich absolutes Vertrauen in ihn haben können. Und wir brauchen unsere Geschwister, um darin zu wachsen. Und wie gesagt, es fühlt sich vielleicht an, wie bei einem feinen Essen ein Glas Milch zu trinken. Nicht intuitiv, aber es ist die Wahrheit Gottes. Ein zweiter Schritt ist auch nicht das Intuitivste. Es ist Gehorsam. Wir haben in der Einstiegsbotschaft von Matthias in diese Serie hier ein Motorrad gehabt, weil er uns herausfordern wollte, dass wir mit Jesus ein Leben haben können, das wirklich PS hat. Es genügt aber nicht, wenn wir Jesus nur auf dem Seitenwagen dabei haben. Es geht darum, dass Jesus wirklich am Steuer sein darf, dass wir ihm gehorsam sind. Das ist der zweite Schlüssel zur Verwurzelung in Jesus. Wir lesen nochmals die Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Ich kann den Satz immer noch nicht sagen. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst uns nie vergessen, wie wir Jesus kennengelernt haben. Ich habe das mit 5 bis 6 Jahren gemacht. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich zu Jesus gehören wollte, aber ich wollte es. Das ist mal der erste Schritt. Aber nach geht es darum, dass wir darin bleiben und dass wir auch lernen, ihm gehorsam zu sein, wirklich ihn, unseren Herrn, sein lassen. Und das wird immer wieder herausgefordert werden in unserem Leben. Mal in kleineren Entscheidungen, mal in größeren Entscheidungen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hatte ich Bekanntschaft gemacht mit einer Frau. Und ich habe die wirklich kennengelernt und wollte ihr Jesus näher bringen. Da waren von mir her gar keine anderen Gefühle oder Motive drin. Und plötzlich wurde dann das doch etwas mehr. Aber sie hat ihr Leben nicht Jesus anvertraut. Und das war für mich so eine Entscheidung, die ganz wichtig war. Hey, es geht jetzt darum, wirklich gehorsam zu sein. Das, was Jesus gesagt hat, auch wenn vieles noch so toll klingen würde. Hey, ich möchte nicht gemeinsame Sache machen mit jemandem, der nicht denselben Grund hat wie ich. Das war eine Entscheidung in meinem Leben. Ich weiß nicht, was es für dich alles schon für Entscheidungen gewesen sind. Aber ich kann dir garantieren, es wird immer wieder Entscheidungen geben, die uns auch etwas kosten. Nein zu sagen zu etwas oder Ja zu sagen zu etwas, weil es der Wille Gottes ist. Aber das macht uns fest. Jesus, er lebt dieses Leben schlussendlich vor. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann machen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir ihn kopieren.
Wir setzen uns mit Jesus auseinander, mit seinem Wesen, wie er ist, was er möchte, was er nicht möchte. Und dadurch werden wir immer mehr wie er. Er kann unser Vorbild sein, unser Vorbild, was das Leben wirklich bedeutet. Und Gehorsam bedeutet ja nach menschlicher Weisheit irgendwie weniger Freiheit. Weniger Freiheit würde wieder heißen weniger Leben. Und da sind wir wieder bei der Milch. Wir meinen vielleicht, es ist weniger Freiheit oder es ist nicht gut für uns. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die absolute Abhängigkeit zu Jesus ist die größte Freiheit oder die beste Freiheit, die wir je finden können. Und der letzte Schlüssel ist noch weniger intuitiv. Sterben. Ja, es ist irgendwie so ironisch. Wir finden Leben im Sterben. Lasst uns noch in Kolosser 3-4 schauen. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Es zeigt so eindrücklich, dass das Leben von Jesus so etwas anderes ist, als was die Welt auch unter Leben versteht. Weil sein Leben ist in seinem Tod begründet, in seinem Tod am Kreuz, wo er uns frei machte von aller Schuld, von aller Sünde, wo er den Weg zum Vater frei machte. Und ja, mit diesem Tod wurde das ewige Leben auch möglich. Aber es hat uns auch ein Leben mit Qualität ermöglicht in diesem Leben. Wenn wir bereit sind, unser physisches Leben auch so loszulassen und es ganz Gott anzuvertrauen, dann werden wir wahres Leben finden können. Aber sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, unser Leben loszulassen, um wahres Leben zu finden? Ich finde das gar nicht einfach. Aber hey, es lohnt sich so. Es gibt wirklich Benefits, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen. Weil wir werden seine Herrlichkeit mit ihm teilen, wie wir es da gleich im Kolosser 3, Vers 4 gelesen haben. Wir werden seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ja, das ist ein Benefit in der langen Frist. Aber in der ganz langen Frist ist es auch der allergrößte Teil unserer Existenz, wenn wir ewig bei Gott sein dürfen. Aber es lohnt sich auch im Hier und Jetzt. Es gibt uns eine Festigkeit, wie wir da gelesen haben im Vers 6 und 7. Der Glaube wird so aufgebaut, dass wir auch nicht von allen Umständen irgendwo hin und her wanken und irgendwie am Leben verzweifeln, weil wir sind fest gegründet in Jesus und in den Tatsachen, die er uns sagt. Zum Beispiel, hey, Jesus ist für dich. Jesus ist immer mit dir. Jesus hat dir alles vergeben. Und er wird dir auch noch alles vergeben. Und Jesus, er versorgt dich, wie er auch die Spatzen versorgt, dass sie noch genügend zu essen finden, auch wenn es so viel Schnee draußen hat. Jesus schaut auch, dass wir immer etwas zum Anziehen haben. Jede Schneeflocke ist einzigartig und für die schaut er auch. Jesus, er hat dich so wunderbar gemacht, er hat dich begabt. Und Jesus, er möchte mit dir sogar Kirche bauen. Du darfst mitarbeiten an einem Projekt, das ewig Bestand hat. Macht dich das nicht dankbar? Dass wir in solche Wahrheiten verwurzelt sein dürfen? Amen, oder? Und Dankbarkeit, das ist so der letzte Benefit, der aus diesem Leben herauskommt. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ein Leben, das von Dankbarkeit geprägt ist, schlussendlich auch ein Leben des Überflusses.
Denn es kommt in vielen Fällen wirklich auch auf die Perspektive an. Aber hey, es geht nicht nur darum, dass wir in jeder Situation irgendwie noch etwas Positives finden können oder dankbar sein können. Unsere primäre Dankbarkeit ist in dem gegründet, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dafür können wir wirklich immer dankbar sein. Und unser Herz kann überfließend sein, weil darin ist so viel verborgen. Seid ihr auch dankbar? Ich möchte uns einen kurzen Check mitgeben zum Schluss. Füllt Jesus dein Leben wirklich aus? Er hat dein Leben mal ausgefüllt und vielleicht jetzt nicht mehr ganz. Gibt es da Sehnsüchte in deinem Leben, die nicht gestillt sind, die du vielleicht ganz neu auch Jesus unterstellen solltest? Möchte ich auch fragen, lernst du immer wieder neue Facetten von Jesus kennen? Jesus ist immer noch derselbe wie damals, als ich mit 5 oder 6 Jahren ihn in mein Herz aufgenommen habe. Aber seither habe ich ihn auf viele Art und Weisen auch kennengelernt. Wenn du schon lange Jesus nicht mehr neu kennengelernt hast, ist ein Warnzeichen, ihn ganz neu auch zu suchen, damit er wirklich die Fülle von deinem Leben sein kann. Und wenn wir jetzt ins Gebet gehen, darfst du gerne auch nochmals diese kontraintuitiven Schlüsse dir vor Augen führen und Gott bitten zu zeigen, wo vielleicht dein Schlüssel zu mehr Lebensfülle in Jesus ist. Ist es in Liebe mit anderen verbunden zu sein? Ist es der Gehorsam, wirklich das Leben von Jesus auch zu kopieren? Oder ist es das Sterben, dass du wirklich bereit bist, dein eigenes Leben loszulassen, um wahres Leben in Jesus zu finden? Jesus, ich möchte dir danken, dass du selbst sagst, du bist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und du hast auch gesagt, du bist gekommen, damit wir die Fülle im Leben finden. Und Jesus, jeder hat irgendwo ein Verlangen, eine Sehnsucht nach diesem Leben in der Fülle. Und Jesus möchte ich einfach bitten, dass wir an diesem Tag mehr von dieser Fülle in dir finden dürfen. Denn von dir geht alles Leben aus. Und auch wenn es vielleicht überhaupt nicht intuitiv scheint manchmal, aber diese Schlüssel, sie helfen uns, tiefer in dir verwurzelt zu werden und mehr von dieser Lebensfülle zu finden. Und ich möchte dich einfach bitten, lass uns mutig sein heute, auch Schritte zu wagen, die gegen unseren Verstand gehen, die gegen unsere Intuition gehen, aber die Schritte des Glaubens sind und die sich mega lohnen werden, weil sie in das Leben führen, das nur du schenken kannst. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der heute sagt, hey, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Ich habe das noch gar nie gemacht, aber ich habe gemerkt, keine Sehnsucht in meinem Leben kann wirklich so gestillt werden, als wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme. Ich möchte dieses Leben finden in Jesus. Wenn du das bist, darfst du sehr gerne mit mir beten. Hey, egal wo du bist, Jesus hört dich, er nimmt dein Gebet ernst. Ich möchte dich einladen, jetzt einfach für dich hörbar, mit Glauben im Herzen zu beten. Jesus, ich möchte das Leben haben, das es nur in dir gibt. Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte mein Leben loslassen, damit ich wahres Leben von dir empfangen kann. Werde du der Herr von meinem Leben. Bitte vergib mir
alle meine Sünde und Schuld. Bitte mache mich frei, dass ich wirklich nur abhängig bin von dir. Danke für das neue Leben, das ich von dir empfangen darf. Danke für die Geschwister, die du mir an die Seite gibst. Und danke, dass ich, wie ich dich angenommen habe, auch mit dir leben darf. Und danke für all die Zusagen, die du mir gegeben hast. Dass du mich annimmst, dass du mich liebst, dass ich dein Kind sein darf. Danke, Jesus. Amen. Lass uns doch noch miteinander aufstehen. Egal wo du bist, steh doch einfach auf und nimm dir einfach einen Moment Zeit, in der du Gott suchst, ihn von Herzen suchst und ihm auch sagst, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte tiefer verwurzelt sein und ich möchte bereit sein, Schritte des Glaubens tun, dass das immer mehr passieren kann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass diese Message mithelfen durfte, dass du Jesus besser kennenlernen durftest. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du denkst, dass solche Botschaften und dieser Dienst auch ein Segen für andere sein können, hey, dann unterstütze uns doch. Bitte bete für uns oder du darfst auch geben. Eine Spende würde es möglich machen, dass wir diesen Dienst auch weiterhin tun können. Über SMS, über Twint oder auch online ist das alles möglich. Herzlichen Dank schon im Voraus für deine Gebete. Wir wünschen dir jetzt von ganzem Herzen einen reich gesegneten Tag und Gott mit dir.